Heute gibt es einen Quick-Tipp für alle Leute, die in einer FEBA 5-Tage-Challenge drin sind. Entweder die Mini-Challenge aus dem Wegweiser, der ist ja ganzjährlich erhältlich, oder die SOS-Challenge, die dreimal im Jahr durchgeführt wird, immer nach Weihnachten, nach Ostern und nach den Sommerferien, wenn der Peak am höchsten ist. Ich beantworte in diesen Kurzepisoden häufig gestellte Fragen zu diesen Challenges. Los geht's! Ein Thema, das sehr häufig auftaucht, gerade in den ersten 2, 3 Tagen der Challenge, ist: Mein Kind ist plötzlich wieder wütend, schreit, provoziert, obwohl wir uns doch so strikte und so gut an die Challenge halten. Ja, das kann verunsichern, vor allem weil ja die Challenge nur 5 Tage geht. Und wenn dann diese Stimmung am dritten Tag noch so ist und vielleicht sogar am vierten, dann ja, gibt das schon einige Fragezeichen. Und deshalb mache ich ja jetzt auch diese Folgen, damit ich dich da ganz, ganz nah begleiten kann, weil ich weiß ja nicht, wer du bist. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute im Moment diese Challenge machen aus dem Wegweiser oder die SOS Soforthilfe Guide Challenge. Ich habe keine Ahnung und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache da diese Kurzfolgen und nehme dich da so mit, weil du hast vielleicht keinen Mut oder keine Zeit, ein 20 Minuten Gespräch mit mir zu buchen und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt mache ich diese Kurzfolgen. Das nur ein bisschen Klammer auf und Klammer zu, wieso dass jetzt diese Folgen da regelmäßig erscheinen werden. Ja, das kann, wie gesagt, total verunsichern und man fragt sich, mache ich etwas falsch oder bringt vielleicht die Ernährungsumstellung nach FEBA bei uns gar keinen Erfolg? Aber sehr, sehr oft liegt es gar nicht an einem Fehler, sondern jetzt in dieser Folge einfach am Hunger. Kinder mit ADHS oder anderen Auffälligkeiten merken oft nicht, dass sie hungrig sind und sie können das dementsprechend auch nicht sagen. Stattdessen kippt dann die Stimmung und sie werden aggressiv, nervös oder ziehen sich zurück. Und genau das ist hier der Trigger. Mein Quick-Tipp: Gib deinem Kind alle 2 Stunden etwas Kleines zu essen, auch wenn es sich nicht aktiv meldet. Das kann ein Dinkelporridge sein, das kann eine Portion Müsli sein oder ein paar Pancakes oder auch eine Rösti zum Zvieri. Plane diese Zwischenmahlzeiten am besten fest in euren Alltag ein, wie ein kleiner Anker, der den Blutzuckerspiegel stabil hält. So vermeidest du diese typischen Stimmungstiefs, die nicht wirklich etwas mit der Challenge zu tun haben, sondern einfach an einem leeren Magen. Du wirst sehen, sobald das Essen wieder stimmt, stimmt auch die Stimmung. Du hörst jetzt vielleicht diese Folge und bist gar nicht in einer FEBA-Challenge mit dabei. Wenn du herausfinden möchtest, ob Ernährung das Verhalten deines Kindes beeinflusst, dann ist die Mini-Challenge im Wegweiser oder auch die SOS-Challenge genau das Richtige für dich. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und ich sage Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.